Laut ihrer Akte waren sie oft im Ausland. England, Polen und USA. Mich interessiert besonders die Zeit, die sie in den USA verbrachten. Was genau haben sie dort gemacht und mit wem hatten sie Kontakt? 1940 erhielten wir die Information, dass die Regierung der USA und deren Wissenschaftler hart an der Entwicklung einer Art Superatomwaffe arbeiteten. Unsere Wissenschaftler waren sich sicher, dass es wenigstens theoretisch möglich war, so eine Waffe zu entwickeln, aber sie zweifelten an der praktischen Umsetzung in naher Zukunft. Kwasniakow, der Leiter der NKVD-Abteilung für Wissenschaftsspionage, beauftragte unsere Agentennetzwerke in Skandinavien, Deutschland, England und den USA, möglichst viele Informationen über die Superwaffe zu sammeln. Die Aufklärungsdaten über die Entwicklung der Nuklearwaffe, die in den nächsten 1,5 Jahren der Zentrale übermittelt wurden, änderten markant die Richtung unserer Anstrengungen. Im Februar 1943, als der britische Geheimdienst eine Sabotageaktion im von den Deutschen kontrollierten Vermork in Norwegen durchführte, wo der Schwerwasserreaktor stand, bestätigte Genosse Stalin, dass die nuklearen Projekte Wirklichkeit wurden und eine schwere Bedrohung für uns und unsere Verbündeten darstellten. Jetzt hatten die Projektdaten und die Ausarbeitung eines möglichen Gegenangriffs Priorität. Wir erhielten Details über die Sabotagemission von unseren Quellen in Norwegen, von Philby und der Cambridge-Gruppe in London. Von 1943 bis 1944 versuchten wir auf verschiedenen Wegen an die amerikanischen Atomgeheimnisse zu kommen. Unsere Hauptziele waren die Labors von Los Alamos, die Oak Ridge-Anlagen und das Berkeley-Labor. Bei einer meiner geheimen Missionen in den Staaten musste ich in das Labor von Los Alamos eindringen und alle verfügbaren Dokumente über dieses Projekt Y beschaffen, so schnell es eben ging. Okay Leute, wir müssen jetzt Fotos machen. Zudem muss ich die Dokumente beschaffen. Los Alamos. Top Secret. Was ist das, ein Labor? Aha. Na gut, kriegen wir hin. Okay, Mann. Jetzt sind wir in dem Forschungszentrum oder so. Wie schaut denn aus? Meinen Revolver hab ich. Oh Gott. Schau mal das an. Jede Menge Patrouille. Und diesmal haben wir es mit den Amis zum Tor. Schaut den Nazis. Die müssen auch mal ausspioniert werden. Pass auf, 2 vor mir. Einer rechts von mir. Jetzt ist links ein Offizier ohne sein. Bumm, Zugriff. Wie schnappt man den da? Aber hallo. Ein kostenloses Facelifting. Moment, Mann, hurtig. Bevor da noch ein Depp kommt. So, den parken wir da. Und da erinnert, warte mal, 3 Dokumente. Da erinnert schon, warte mal. Keinen Key, oh Gott, den brauche ich auch noch. Und der Dietrich tätig, oder wie? Moment, es ruft er noch. Wird nimmer. Pass auf, dann werde ich den nochmal in den Kleiden gehen. Wir haben unsere Army-Uniform, die steht mir genauso. Seht das? Wir haben gegossen. Die Muni, Money brauche ich nicht, oder? Wobei. Im Fall der Fälle. Wenn sie mal hart kommt. Warte mal. Jetzt wenn noch die Tier macht. Sagt er die KS4 nicht, oder? Sagt er nicht. Sind ja hinter der Tür. Wie schaut denn aus? Da eine Offizierin.
Wer ist da? Der Herr Professor. Wieso, mein Herr Doktor? Dein Mantel, krieg ich den? Der kann mehr passen. Hätte ich gesagt. Probleme? Alter, mit der Schlinge. Ich sehe das nicht. Der Herr Professor. Leg durch. Der ist einpennt. Haben die da nix? Gerade die Frage. Die Verkleidung besser? Mach mal. Wobei. Nicht unbedingt besser. Ich tausch wieder. Das ist besser, oder? Bis auf ein paar so Kleinigkeiten. Er hat ja gemeint, ich soll da Fotos machen. Meine, da drunten. Und einen Key muss er besorgen. Wo ich den herkriege, weiß ich noch nicht. Später mal. Bekanntermaßen scheitert ich gern. Ja, wie schaut du aus? So forschungsmäßig. Soldat, weitermarschieren. Soldat, was geht denn da? Hat er geschissen? Hey, du her. Wie elegant wir sind. Elegant als ihr. Was denn da? Ja, Schwarze, möchte nicht von mir. Also, der brunzt da. Wo steht dir die Finger? Nicht, oder? Ein Hamisch, typisch. Hami halt. Der Herr Professor. Du hast dich da erinnert mit der Dame. Eine Nummerschirm mit einem Dreck am Finger. Foto machen. Was haben denn da? Chefin, möchtest du was? Basteln die da eine Atombombe, die wir? Sagt mir jetzt zu. Geht es einmal? Ich meine, eine Nummer könnt ihr auch schon am Scheißhaus. Das ist gemütlicher. Ihr geht. Chefin. Und schaut mir blöd an, die dumme Kuh. Moment. Ich bin der schnelle Knipser. Okay, Mann. 2 Fotos habe ich. Fehlen mir noch 2 andere. 3 andere. Hat das nicht gemacht, oder wie? Scheiße. Herr Doktor, geh mit dran. Er juckt gar nicht schön. Er lässt die Arbeitshausen. Pass auf. Mach zu da.
Hat die Zeit? Jetzt hat Zeit. So, dann wären wir noch 2. Ich glaube, das erste Foto ist nicht geworden. Also mit die Tochter, lauter Klone. Da der nächste Klon. Chefin, aus da. Nicht vollständig, also, der pingelig. Wettert. Santa Fe. San Juan Pueblo. Los Alamos. Aha. Nur Offiziere. Oh, Mutter. Cool bleiben. Gibt nur nicht. Unterricht. Der pingelig. Das heißt, der Vater bräuchte wieder eine Offiziersuniform. Geht doch nicht. Der Unterricht. Sie steht da oben rum. Pass auf. Da vorne warten Dokumente. Da wartet das nächste Foto. Sehr fix der Ami-Sound. Er tudelt mir ins Ohr. So bespricht er da. Darf ich bitten? Ich darf tatsächlich. Aha. Aber der da vorne, der kann mich erkennen. Und da bauen sie eine Atombombe dafür. Was geht denn da? Chefin, ich mag auch mal. Ich kenne mich aus. Der fix, du dumme Kuh. Eine Panne simulieren. Jetzt haben wir heute ein Problem, oder wie? Soll ich die zusammenschlagen? Jetzt habe ich irgendwas kaputt gemacht, da ist so. Bumm, Feuer! Es brennt da! Hol den Doktor! Beziehungsweise ein Professor. Aber komm ich da rein. An dem Typen vorbei. Warte, schau nicht. Ich schleich da. Bin ich vollständig. Was? Das hat er gesehen? Toll. Scheiße, Mann. Hätte fast hingehauen. Ich probiere es nochmal. Vielleicht sollte ich mehr an der Wand bleiben. Da man nicht irgendwie vorbei. Pass auf, wir simulieren. Dann kommt sie angetrabt, schön. Voller Panik.
Ich speichere mal da. Professor, schick dich. Es brennt da. Hört die Ruhe weg, schön. Dieser Depp. Hat er mich erwischt? Jetzt fällt das auf. Davor ist nicht aufgefallen. Wem fällt das auf? Freunde, ich hab's. Mit Mühe und Not. Alter, beide mal. Wir schauen da. Schnell weg da. Ja, pass auf, die Fotos hab ich. Jetzt werden wir gerade die Dokumente. Der Charles Brown, Laborleiter. Und der Professor darf nicht verletzt werden. Der Oberst. Der war nicht sterben, mein Gott.